Alles gut, oder? Manueller Start, was muss ich machen? Hä, wieso sehen jetzt mein Spiel? Ich bin im Game inne und ich sehe dich. Ich kann jetzt das Spiel verlassen klicken. Da. Hä, wieso sehe ich... Hä? Endlos. Endlos? Ah, da, okay. Also jetzt müsste das Spiel beginnen und das Spiel laden sie. Spielladen. Oh mein Gott, ist die Musik laut. Ich darf anfangen und ich kann den Hammurabi nicht nehmen. Ja, es gibt auch andere gute Führer. Also. Jedes Mal, wenn du eine Technologiekarte aus der Kartenreihe nimmst, Technologiekarten sind die, wo die auch gerade das Ding brauchen, oder? Also der Forsch musst. Also es gibt so verschiedene Strategien, oder? Du kannst so den militärischen Weg wählen, du kannst den Technologieweg wählen, dann ist zum Beispiel Aristoteles super, weil jedes Mal, wenn du in die Karte nimmst, um etwas zu erforschen, kommst du noch so einen Glühbirnen über. Dann gibt es so oft so eine Balanced... Oh, ich bin der Letzte. Okay. Balanced Ding. Aber der Moses ist aber auch cool, ne? Also wir sind immer der Meinung gewesen, nein. Und ich habe jetzt aber letztens einen KI gesehen, der mit dem Moses auch schnell die Bevölkerung gepusht hat. Darum weiss ich jetzt nicht mehr so wirklich, ob das so scheiße ist. Okay. Auch eine Möglichkeit. Würde ich auch noch cool finden. Koloss wollte ich nicht. Koloss ist natürlich geil, wenn du den militärischen Pfad bespielst. Aber du hast jetzt eigentlich den Wissenschaftstyp genommen. Also solltest du am meisten profitierst davon, dass du möglichst viele so Forschungskarten ziehst. Ja, ich nehme jetzt gerade Bibliothek und... Ist aber keine Forschungskarte. Also Forschungskarte ist das, was du erforschst, aber mit der kannst du natürlich mehr Sachen erforschen. Also, ja. Ja, es hat ja keine Forschungskarte. Im Moment nicht, ja. Ja gut, ich würde wahrscheinlich auch die Bibliothek nehmen. Aber weißt du, das sollte ich nicht so machen. Oder kann ich jetzt noch einen Arbeiter da rein tun? Nein, ich brauche 2. Die lieber... Warte schnell, sorry. Da. Den wollte ich aber. Oh, und jetzt habe ich noch einen Punkt. Was soll ich mit dem Punkt noch machen? Purzelbaum kannst du machen. Du, vorige Punkte immer am besten geile Karten nehmen, da hast du ja auch wieder einen Bonus. Ja, natürlich. Ob ich jetzt bei einem Punkt... Das Einzel für den Bau und Erf von Militäreinheiten und eine zusätzliche Militäraktion. Der Scheiß ist, für jedes musst du eine Zivilaktion nutzen, um sie zu spielen, darum sind sie jetzt, ja... Was weißt du, eine Zivilaktion bis zum geht nicht mehr, hast du easy, aber... Ja gut. Ich glaube, ich hätte noch den Ding können spielen. Ja, scheiße. Okay. Jetzt haben wir schon den Leonardo da Vinci. Der ist auch gut, wenn du auf einen Forschungspfad spielst. Oh, der kommt jetzt natürlich hure früh auf den Aristoteles.
Was macht eigentlich die Virensituation bei der Dario im Laden? Ah, ich hab Leute. Warte schon. Ah, ich muss... Pizza. Nein! Ich wollte dir wohl einen Vertrag anbieten. Kann ich Mir? nicht zurück- Au, Kann au. ich nicht keine Rückgänge machen? Nein, der ist schon entschieden worden. Der hat die 4, der hat die 5. Die Situation bei Daria ist so, dass sie nur noch mit Leuten arbeitet, die bereits positiv sind. Also, die es schon durch haben. Ah, okay, dann ist sie recht safe. Ja, und sie ist ab nächste Woche wieder im... Oh, danke schön. Das ist ganz geil. Ah, das sind so viele Sachen, die ich gerne hätte. Ah, das mit, kann ich das anderes Abkommen wieder künden? Ich glaube, ja. Du musst schauen, du hast neben dem Regierungsvorgebäude hast du ja so ein Siegel vom Abkommen. Er hat es doch gar nicht angenommen. Nein, wirklich. Ja, hör doch auf, du hast mir so Gesetzeskodex weggenommen. Schau, jetzt. Oh ja, das machen wir. Der ist nicht zu verachten, der dritte rote Böppel. Weil du kannst 3 Karten zur Verteidigung spielen, das ist Ja, recht gut am Anfang. Die Monarchie wollte ich nicht, oder? Darum, also die Monarchie wäre im Moment noch interessant, weil wir sind noch recht am Anfang vom ersten Zeitalter. Ja, ist aber halt, es geht hure lang, bis du es zusammen hast. ja, du kannst natürlich auch die Revolution machen mit 2. Auf der anderen Seite Schwertkämpfe ist natürlich auch geil. Ja, am Anfang ist immer so mies, man hast viel zu wenig Aktionen, um die geilen Sachen rauszupicken. Du musst dich echt entscheiden. Urhandwerk kostet mir nicht das Zeug weniger. Ja. Ja, Der Stufe 3. also das Geilste finde ich an diesen Handwerk-Dinger, dass du kannst Wunder eigentlich mit einer Zivilaktion komplett bauen. Weil dort nicht mehr jede Phase als eine Zivilaktion ist. Plus Was? Nochmal. Ich klick's mal an und lies mal, was unten dran steht. Also wenn du das Wunder mit zum Beispiel 2 Phasen hast, musst du ja 2 Zivilaktionen pro Phase. Okay, das ist weniger Und das, ja. und das kannst du dort mit einer machen und das wird, je moderner die sind, umso mächtiger. Und auch
Die Verbilligung von Zivilgebäuden ist natürlich auch geil. Das ist noch immer ein bisschen die Frage, wenn du eine gute Erzproduktion hast, ist das eigentlich Wurst. Das ist je nachher zum das kompensieren und wenn du auch genug Zivilaktionen hast, ist das andere auch wirklich Wurst. Aber jetzt im Moment du müsstest 3 Zivilaktionen ausgeben für das. Das ist einfach Nein, zu das teuer, mache ich oder? gar nicht. Ja, Du hast 4, dann das ist too much. also, ich brauche... Wie viel kann ich drin haben? Jetzt habe ich 4 Arbeiter auf dem Brossen, kann ich eh nicht mehr drin haben, oder? Ich habe mehr. Beim Erz kannst also Erzfarbe kannst du so viel haben, wie du willst. Aber es macht nicht Sinn. Also mehr als +4 in die jetzige Phase kannst du eigentlich gar nicht nutzen. Das ist einfach nur Korruption die ganze Zeit für nichts. Wo ist der Unterschied? Zu was? Da wird eine Mine oder Farm, aha, oder Zivilgebäude. Natürlich geht beides nicht. Wenn Games Wunder weg bist, dann muss ich das Bautag sehen, das irgendwo. Das ist mir zum Zeit schon passiert. Du hast das antike Wunder, das heisst Ende Zeitalter 1 oder Übergang zum Zeitalter 2 ist weg. Aber wenn du so lange wartest, bist du blöd, wirklich, weil du musst den Bonus haben von dieser Glühbirne. Okay, der Blau wird wahrscheinlich ein rechter Kriegstreiber werden. Der Blau bist du bei mir. Valentine. Ja, das stimmt, die Farben sind immer verschieden. Wieso meinst du das? Ja, schau mal, was er für Karten auf der Hand hat und plus noch der Koloss. Muss ich zuerst noch erforschen. Du blasst ins Mikro. Entschuldigung. Ah, Politik. Lecker, hast du viele Karten. Super. Das mit dem unbeschäftigten Arbeiter wäre eben schon eine gute Arbeit. Also im antiken Zeitalter ist sofort auch, wenn du immer, weil es gibt 2 Ereignisse, die auf das aufbauen, einen kostenlosen Krieg und einen kostenlosen Tempel.
Nein, ich hätte schon einen Arbeiter gebaut. Hätte ich das? Ja, du hast natürlich langsam ein bisschen das Korruptionsproblem, weil du Nahrungszeug verstopft. Ah, ich muss eine Karte abrühren. Hm. Welches sind die Karten mit dem... genau. Was ist das für eine Karte gewesen? Allgemeine Taktiken? Warte, ich kann das nachschauen. Falsch. Oh, das wird ja alles. Hm. Oh, die Valentina hat schon +4 Forschung. Ah, jetzt. Ah. Uiuiui, okay. Ich bin der Einzige, der keine Kultur macht. Du hast ja schon +2, meine Güte. Also wie man das Spiel auf dem Tabletop spielt, das ist auch, also keine Ahnung. Das ist ja pro Zug irgendwie pro Person 10 Minuten mindestens. Ja, ja, es tut mir leid. Ich habe noch 2. Hm? Ah, okay. Willkommen in der Kriegstheorie. Sehr schön. Ah, toll, jetzt habe ich keinen freien Arbeiter. Nee.
sehr schön. Hättest du mir können anbieten. Aua! Also ich kämpfe nicht gegen dich, ich kämpfe gegen Tempezus. Ja, klar. Einer von uns wird einfach einer und der erste, der andere ist zweit. Ich habe gemeint, ich habe... Was ist, kommt da? In deinem Zug kannst du eine Kriegerin kostenlos bauen, wenn du einen unbeschäftigten Arbeiter hast. Hania, kann ich das jetzt machen? Ja, natürlich, sobald du Politik gespielt hast, müsste es automatisch aufploppen. Ja, genau. Nice, danke. Oh, aha. Was muss ich Patriotismus von Hand spielen? Ja. Sollte das eigentlich ohne etwas zu kosten funktioniert haben? Hat das? Ja, die Universität kostet mir mega viel. Ne? Was bringt die sonst noch? Nicht mehr. Nicht ins Mikro pusten. Wow, jetzt hör auf, du! Hey, super, weißt du, jetzt muss ich wieder aufrüsten. Ja, ich habe nicht angefangen. Mal. Nein. Natürlich. Ich kann noch gratis Update, das muss ich schon machen. Tut mir leid. Ja, toll. Der gibt es auch noch Vollgas. Jungs! Ah. Ja gut. Wird nicht so entscheidend sein, ne? Wohl, ich habe null Kulturproduktion, das ist echt scheiße.
Ach, das nervt mit so Kriegstreiber zu spielen. Oh Scheiße, ich habe vergessen, den Humor rauszunehmen. Ei. Oh, was für ein Noobfehler. Ja, also. No. Ja, ich kann nichts machen gegen die Korruption. Korruption, oder kann ich etwas machen? Ja. Kann ich etwas machen gegen die Korruption? Nein, oder? Ja, gibt's Zeug aus. Ja, wie? Wo? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was du machst. Ich habe doch zwei. Wieso kann ich nicht mehr als zwei dort drin haben? Zivilgebäude mit deiner Staatsform kannst du nur 2 haben. Ja, da haben wir halt Korruption. Können wir nicht ändern. Oh, jetzt ist mein Chef weg. Ja, meine auch. Ah, das ist ärgerlich, weil du Hume könntest unter ein Wunder legen, dann hast du die... Nur ein Das Happy habe ich Face. zuerst mal gehabt, ja genau. Ja, nicht aufgepasst, das ist blöd. Bei deinem Leader ist egal. Kannst du mir schnell den Michelangelo erklären? Michelangelo ist super, wenn du auf Wunder bauen gehst. Für jede ihrer Freuden. Also das heißt, sie müssen Freude geben, damit Also jedes Zivilgebäude und jedes von deinen Wunder, das ein Happy Face macht, gibt noch zusätzlich pro Happy Face einen Kulturpunkt. Und was eben mega geil ist, wenn du ja Wunder aus der Reihe rausziehst, dann musst du immer Zivilaktionen ausgeben. Je mehr Wunder das hast, umso mehr Zivilaktionen musst du ausgeben. Und der Malus, der fällt weg. Das heisst, jedes Wunder, das du ausziehst, ist, als wäre es das erste Wunder, das du ausziehen würdest. Du sparst mega viele Zivilaktionen mit dem. Also würdest du mir jetzt empfehlen? Also ich finde jetzt nicht. Wenn du Wunder bauen willst, ja. Ich habe das Problem, meine Leute sind voll unzufrieden. Ja, ich sehe es. Ah, das kann alles nicht gut tun. Ja, jetzt haben wir es voll verkackt, dass ich den Kern nicht bauen. Ah. Oh, was mache ich jetzt?
Oh, das ist super ärgerlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, no, okay. Geht halt leider nicht anders. Also wie viele Zivilaktionen brauche ich, wenn ich jetzt den Touch Mahal möchte nehmen? 3. Okay. Steht doch Und dann nicht sagen wir noch. damit zusammen, dass ich schon 2 Wunder habe. Ja, ich weiss, es ist jetzt noch schwierig zu sagen, wie du noch nicht fertig gebaut hast, ob das sich dann erst dann auswirkt oder jetzt schon. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Uiuiui. Oh, mir läuft es überhaupt nicht. Wieso kann ich jetzt so nicht mehr nehmen? Entweder kannst du keine Karte mehr aufnehmen, Nein. oder? Ich kann kein Wunder raus haben, weil ich die Wunder nicht fertig gebaut habe. Wahrscheinlich. Ja, du musst zuerst mal fertig bauen, das ist so. Oh. Wie habe ich denn noch? Ich habe doch 6. Wieso kann ich das jetzt nicht aufschieben? Irgendetwas ist wieder nicht gut. Ich habe jetzt einen Tempel gebaut, Theologie gebaut und kann nicht aufschieben. Kein Erz, keine Zivilaktionen. Es kostet 4 Erz, meiner Meinung nach. Aha, keine Zivilaktionen. Ja, ich habe jetzt nicht Zivilaktionen. Ja, das geht allen so. Ist wäre egal, ja illegal. Ah! Das hätte ich ja gerne gehabt. Da habe ich nicht aufpassen, was hat er genommen? Kanone? Nein, der Bach. Hat er da. Wieso können wir da keine Theokratie, Demokratie Zeug? Oh, die kommen dann schon noch. Schau mal, wenn du rechts auf die Kartenstapel klickst, dann siehst du noch, was noch in der Pipeline drin ist. Aha, okay.
Oh, das läuft überhaupt nicht. Meine Güte. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Boah, da machst du mega viel Kultur. Hey, ich komme echt nicht auf grünen Zweig da. Hm. Robespierre ist aber auch noch lustig. Es sind noch 32 Karten, hä? Das kann noch lang gehen. Ja, also ich meine, ja,
ich kann situativ kann er gut sein, oder? Aber eigentlich kannst du ihn einmal einsetzen pro Zeitalter. Ja, nein, ich muss jetzt gerade etwas haben, damit es wird. Aber es Genau, wenn du jetzt gerade irgendwie hast und kannst zack, das, ja, sonst. Das ist nicht, ob ich also Rechtssystem würde mich interessieren, Isaac Newton würde mich interessieren. Ja, wobei du hast so Gesetzeskodex, es gibt bei dir auch noch zusätzlich plus 3 Kisten, ja, ist für mich eher so nice to have. Ja, aber ich kann es gerade erforschen und kann es jetzt gerade brauchen. Die 3 Schiffe haben noch nicht begriffen. Bei der Kolonisation kommst du auf 3 Stärkepunkte über. Zusätzlich. On top, auf was immer in Top 4 wirst, ja. Ja, also das ist schon nice, und plus 2 Stärke, also ich würde jetzt eher Navigation wie das Rechtssystem nehmen. Nur schon vom Preis her, ich meine, 1 Böppel zu 3 Böppel, was du dabei rausholst, Preis-Leistung ist krass. Wieso helfe ich dir eigentlich? So. Nein, nimm das Rechtssystem, ist eine gute Idee. Ja, sollte man Korruption verhindern und gibt mir eins von diesen Dingen mehr. Nein, du hast schon den Gesetzeskodex, es gibt ja keine Zivilaktion mehr. Gibt mir keine Zeit. Es wieso? ist ein Upgrade vom Gesetzeskodex und der Gesetzeskodex hat schon eine Zivilaktion. Du kommst also nur 3 Kisten über. Aha, nein, der lohnt sich eh nicht. Aha, Und bei okay. der Navigation hast du 2 Stärke und 3 Schiffli, das ist viel geiler und viel billiger. Und weißt du, Korruption, ich sag mal, in der Regel hast du Korruption im Griff und wenn sie mal eintritt, ist es nicht so schlimm. Wenn du 2 Erz verlierst, ja, okay. Nein, Das ich ist habe eh nicht zu viel. gewusst, dass ich den Pöppel nicht bekommen. Sorry, das habe ich nicht gerafft. Ja, also wenn Das du ist dort natürlich dazu kommen würdest, dann wäre es cool, ja, aber das ist nicht so. Ja, also auf dem Pfad von diesen, ich sag mal, Gesetzeskodex und was nachher noch modernere Sachen auch immer kommt, wirst du nie eine zusätzliche Zivilaktion bekommen. Das ist wirklich nur beim Gesetzeskodex, darum ist der so geil am Anfang. Du kommst einfach noch zusätzliche blaue Kisten über, ist nice to have, definitiv. Aber in der Regel hast du eine deutlich bessere Karte, die du nehmen kannst. Ja. Ja. Jetzt ist es wirklich unangenehm. Ja, ey, sobald du deine Schiffle hast, kommt es dann wieder wie. Also das ist eigentlich ein nice Gebiet, oder? 2 geile Pöppel plus ein Einwohner. Ja, habe ich nicht gedacht, das ist nicht gut. Also wenn das jetzt so billig kannst nehmen mit Zusatzkarten, dann... So. Ja, Einheit, geiler Deal. Eben, und das ist der Vorteil der Schiffle, oder? Das ist eigentlich Ja, das so habe ich eine, verstanden. eine virtuelle Währung, zum Sachen zu kolonisieren. Bringt mir nur beim Kolonisieren etwas. Mhm. Aber dort super geil. Und du hast ja, die Leuchttürme sind immer in Kombination noch mit Stärke, also. Die lohnen sich definitiv. Habe ich unterschätzt, ne? So, Wenn was mache ich etwas- jetzt? Wenn etwas so grün umrandet ist,
Was bedeutet das? Ich bekomme irgendeinen Bonus. Was ist grün Nummer 100? Ah, nein, nicht bei mir, sondern bei dir jetzt. Journalismus. Okay, das ist wegen meinem Führer. Der macht eigentlich alles billiger. Ah, ja, genau. Lies selber. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ah, ich bin immer noch meine Wunde am Lecken. Ich komme einfach nicht auf die Tour. Oh, das ist ja geile Forschungskultur. Ui, der Simon geht voll ab in dieser Runde. Ich nehme Republik. Ja, ich hätte es ja gerne genommen, aber ich habe einfach andere Sachen machen, um da wieder ein bisschen mein Defizit aufzuräumen. Der James Cook hat sicher einen anderen haben. Lohnt sich bei mir überhaupt nicht. Eigentlich der Einzige, der profitiert, bist du. Wieso geht das jetzt wieder nicht? Mhm. Ah, sorry, es tut mir leid. Also du hast wirklich mega geile Werte bis auf Nahrung. Du musst etwas für deine Nahrung machen, du kommst keine Zusatznahrung über.
Oh, okay. Gut gemacht. Ja, nicht ganz billig, aber okay. Ja, böse. Oh, die Karte wird so scheiße in dem Spiel. Ey. Also, Priorität. 5 Aktionen, da kann ich nichts machen. Korruption gibt es ohnehin. Der Wettereiffelturm. Habe ich. Hast du schon gespielt? Hab ich auch gewollt. Selbst der bringt mir nicht genug. Ey, es läuft nicht in dem Spiel. Also ist es das die Strategie da oben? Mhm. Kriegskunsttechnologiekarte. Ist das jetzt so eine, wo so Ding gibt? Ja, was gibt die? 3 Dinge? Es gibt einfach 3 3 Stärke und 2 rote Böppel. rote, ja. Also für dich eigentlich mega geil, das ist nämlich der 4. von den Technologiegebäuden. Dann hast du die Serie komplett. Ist dann auch bei den Abschlussereignissen wieder interessant. Und plus 3, plus 2, und du hast hure viel Forschung. Also wenn ich will sie unbedingt näher an dieser Stelle. Ich meine, schau mal, jetzt die Republik raushauen, 11, dann hast du noch 6. Du könntest sogar noch Journalismus im gleichen Zug machen und dann hast du plus 7, dann hast du in 2 Zügen noch die Strategie, oder du... Ja, ich meine, das musst du voll ausspielen, oder? Du hast so viel Forschung, die du machst. Ja, es läuft gut bei dir. Wow, zu gut, so gut!
Und jetzt kommen die anderen Wunder, wo ich es nicht... Hey, jetzt... Ich bekomme sicher eins von diesen 3 Kotali. Ja, mit Sicherheit kommst du... Ich kann maximal eins nehmen. Ich kann keins nehmen. Ist so. Ja, ich muss jetzt zuerst Eiffelturm fertig bauen, dann kann ich Zivilaktion. Ja, stimmt. Das Spiel kann so bitchig sein, echt. Ja gut, also ich schon so. Ja gut, eigentlich habe ich die Zugschlacht gespielt. Ja, das habe ich jetzt wirklich Schlag gespielt. Oh. Was? Ernsthaft? Ich kann es nicht wollen. Wieso? Weil ich nicht -1 blaue Pöppel hatte. Ja, aber drei Ich Gali? habe jetzt gerade 2 geklaut und habe noch. Okay. Mega geil, hure billig. Schön. Nehme ich. Für eins, oder was hast du bekommen? Ja, Ja, schön. Gratuliere dir. das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer bei meinem gescheiterten Imperium. So, welches Wunder nimmt der Simon? Da sind wir gespannt. Ich habe schon den Transatlantik kleiner genommen. Okay, ja, das ist eine gute Wahl. Ja, ich den Kreml nehme im Fall auch noch. Du kannst nicht beide gleichzeitig nehmen. Ich habe schon fertig gebaut. Ja. Was? Scheiße. Oh, du gehst mega ab in dem Spiel. Niemand kann ihn stoppen. Ja, also, ja, das wird schwierig. Ich meine, jetzt hast du nicht viel Nahrungsproduktion, das ist aber egal mit dem Transatlantik-Liner, oder? Das ist scheißegal. So was von egal. Erz, Forschung, Kultur ist mega geil. Ja. Ich spiele nicht mit dir. Okay, gut, das kann der wohl keiner mehr. Aber schauen wir mal. Und Kobalt. Ah, so heisst er. Ja, ich warte nur noch darauf, dass sie mich noch vermöbelt. Ja, das Wunder ist auch weg, super. Ja, du bist nächstens das Ziel, das ich muss angreifen. Ja, ich weiß, ich bin nicht so toll dran. Du hast Glück gehabt, schau. Mhm. Oh. Bill Nein, der Gates. Bill Gates! Was ist Bill Gates? Oh. Du kannst die Leute mit Mikrochips impfen. Ah. So, ich brauche jetzt irgendeine geile Strategie.
Das kann ich nicht machen, ich bin viel zu schwer. Scheiße! Ich muss aufrüsten, das ist wieder verprügelt. Okay, muss ich leider so machen. Was hast du leider müssen so machen? Ja, ich würde eigentlich lieber gerne in Kultur investieren. Ich muss unbedingt Kultur produzieren, aber ich bin militärisch so schwach. Ich würde einfach Prügelopfer werden, wie der Matze das letzte Mal. Darum habe ich jetzt müssen, ins Militär investieren. Oh, du hast jetzt den Ring genommen. Ja, den hätte ich sonst auf den Grinde bekommen. Ja, nein, ja, viel. Nein, ist ja logisch, dass die Leute angreifen schwach sind. Darum darfst du nicht schwach Ja, werden. ich muss ja Leute alle angreifen. Mir gefällt die Demokratie mega gut. Ja, vor allem kommt sie mega früh. Das ist ziemlich cool. In der Video lang das nicht. Hm. Was sagst du denn? 7 und 9, das langt auch nicht. Gehst du eines gerauchen, Peter? Mhm.
Also wenn das dritte Zeitalter vorbei ist, ist fertig. Dann ist noch ein Zug. Aber ja, genau. Also es geht jetzt schnell. Ja, wir sind gut dran. So in der Regel so 1 Stunde, 1,15. Ich bin mal auf dem WC. Was machst du da? Packt mit der KI? Hallo? Blablabla. Ja, Arschloch. Was? Ich kann mich gar nicht wehren. Mol, du kannst, das geht immer ein Zug. So, das heisst, er rüstet jetzt auf und du hast die Möglichkeit in deinem Zug noch... Wow, yes, es geht. Okay. Jetzt geht er gerade raus. Ja, und du hast im nächsten Zug auch noch die Möglichkeit aufzurüsten. Das zeigt, wie unbedeutend ich bin, dass er dich angreift. Meine Fresse. Aber du bist echt krass. Schau mal, du hast 110 plus 15 Kultur. Boah. 11 Forsch. Aber hey Simon, was hast du da für... Ist nicht gut. Nein, tipptopp. Finde ich gut.
Ich habe einfach zu wenig Stutz. Stutz gibt's nicht in dem Spiel. Ich muss hure viel gut machen auf dem. Ja, wobei, ich meine, überleg mal, du kannst jetzt voll Militär pushen. Ja, kannst du machen. Auf der anderen Seite, überleg mal, was du verlierst. Also im Moment hast du eine Differenz von 15. Ja, also ich nehme das glaube ich auf mich. 15 plus 5, also 20 wirst du im Moment verlieren. 20 bei deinem Vorsprung, bist noch bei 90. Ja. Also ich würde vielleicht schauen, ein bisschen aufrüsten ist sicher nicht das Dümmste. Aber ich würde nicht so aufrüsten, dass du deine Wirtschaft ruinierst. Zudem hast du ja zu wenig Stutz. Du meinst Scherz? Ja. Also baue ich lieber mein Erz aus und lasse einfach machen. Ja, dritte Zeitalter, ja, das wird alles extrem teuer. Das ist schon so. Ich brauche mehr Geld. Geld gibt es nicht in dem Spiel. Also ich muss jetzt einfach mega ausbauen. Schon nur das machen, hat die 17. Was ist, wenn ich richtig aufrüste? Das habe ich aber gar nicht so richtig, weil ich einfach zu wenig Geld habe. Wie viel hat der? 55? 89, okay. Aber plus 15. Und ich kann auch ein bisschen entgegen haben. Hui.
Aber wieso? Ah, ich kann nicht die Karte ausspielen für das. Mhm. Das ist nur bei Überfällen, nicht bei Krieg. Mhm, okay. Ja gut, ich habe 16 wirst, glaube Ich Ja, kann gut, das ja verdauen. so drin. Komm, verteidigen! Das ist ja locker abwehren können. Aha. Ja, ich denke, das wird der zweitletzte Zug sein. Jetzt, wenn ich endlich auf die Tour komme, geht's too late. Too late. Ja, für mich auch gut. Ja, was du führst. Ja, aber es ist schade, jetzt komme ich so langsam. Ja, also die Valentine kann da noch gefährlich werden. Wegen dem Krieg hat sie jetzt recht Kultur geholt. Also den Kobalt den können wir vergessen, also der wird nicht mehr reissen. Ich nur mit ganz, ganz viel Glück. Du oder Valentine? Jetzt geht es um den Röstli. Ja.
Ah, das wäre nur 5, hä? Das mit dem Krieg ist echt scheiße. Ja, der hat der 8 Veta. So, jetzt den noch nehmen und spielen. Dann kann ich plus 13. Das kostet allein 7. Das da. 7 sind 14, das denkt man also nicht. Ja. Hat aufgegeben. Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der hat aufgegeben? Mhm. Das habe ich noch nie gesehen, dass er KI aufgibt. Das war der Matze gewesen. Mhm. Als KI-Tart. Ja, aber das ist gut, da kann man wechseln. Oh, letzter Zug, hä? Kommt jetzt der letzte Zug. Ja, ich habe noch 2 Züge und du eine. Ah. Ja, bei mir läuft nicht mehr so viel. Na schön. Also wenn sie die Kunststiftung da nehmen, kann ich die eh nicht mehr spielen, oder? Mhm, das ist so.
Und das Ding bekomme ich auch nicht. Also scheißegal, wenn ich jetzt ins Rot reingehe, oder? Ja, definitiv so. Also ich habe 22. Ah, shit, ich habe scheiße gespielt. Aua, also. 12, ja gut, also wann. Ja gut. Also du kannst höchstens nicht den Produktionsbonus gewinnen, den Forschungsbonus, den gewinnst du 100%. Ja. Also ja, kann Valentino oder du sein. Aber ich tendiere eher zu dir. Bringt mir nicht mehr. So, das ist, glaube ich, das Optimale, was ich noch rausholen. Scheiße. Oh, plus 20 Forschung, Simon, leck doch nicht. Ja gut, das ist jetzt so alles reingesteckt. Ja, wenn jetzt natürlich so ein Abschlussereignis mit Forschung kommt, dann ist das sehr geil für dich. Ich habe keinen Sinn da. Oh, das wird schwierig. Kann ich dann Ihnen etwas Schlaues rausholen? Ja, ich glaube, der Valentin gewinnt. Ah, ja, kommt extrem darauf an, was für Abschlussereignisse kommen. So, lass mich überlegen. Schade, meine Produktion. Es könnte ein bisschen länger gehen. Die drei.
Ja, ich hole da nicht mehr viel raus. Ich glaube, meine 3 Pöppelroten haben gleichen Einfluss. Die nicht so. Ja, ist okay. Ja, wenn das Abschlussereignis Zufriedenheit kommt, ja, sonst nicht. Also, schau mal. Was, ich bin Erster? Ah, hast du schon durchgeklickt? Nein, beim Start für das Schlussereignis. Krass, okay. Oh, du gewinnst? Was? Nein! Valentine! Ja, jetzt kommt sie noch. Jetzt komme ich nochmal. Sag mir. Nein, Valentine geht! Ja, krass. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie noch durchkommt. Ich habe wirklich gedacht, das ist Kopf an Kopf zwischen dir und ihr. Ja, aber das ist ein bisschen schade hier. Das kann man. Oder ich kann es nicht beeinflussen. Ich kenne mich noch viel zu wenig aus. Du kannst schon beeinflussen, aber es ist relativ schwierig, wirklich zu klar Einfluss zu nehmen auf die Abschlussergebnisse. Vor allem ist es auch ein Zufall, welche kommen. Also, die